alle vorstellen, und wenn wir jetzt hier erzählen, wer alles mit dabei gewesen ist, dann fängt so ein Sportcamp natürlich nicht erst am 8. August an, ne, und endet am 12., sondern so ein Sportcamp fängt viel früher an, nämlich schon fast ein ganzes Jahr vorher. Und ein ganzes Jahr vorher gibt es eine Truppe, die setzt sich hier zusammen und versucht, dieses Sportcamp dann für eine Woche zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Und das sind diejenigen, die hinter den Kulissen die Fäden gezogen haben und die das Ganze erst ermöglicht haben. Und jetzt bitte ich wirklich alle um einen donnernden Applaus für unser Orga-Team und ich rufe die jetzt mal einzeln auf. Als erstes Katharina Korban. Als nächstes, und die war ähnlich wie Katharina in Doppelbelastung hier auch diese Woche, denn wir haben zeitgleich auch eine Sportgruppe noch mitbetreut. Mit zum Orga-Team gehört Silvia Witte. Der für Layout, für Grafik, für Postkarten, für Plakate, für Musik, für Technik und so weiter gesorgt hat. Unser Henrik Vogt. Aber nicht nur Pressearbeit ist super wichtig, sondern auch immer jemand, der immer drauf schaut, wo was unterstützt werden muss, wo noch was eingekauft werden muss. Und die ganze Woche hier auf dem Campgelände war eine Orga-Team-Kollegin, die wirklich sich hier ein Bein ausgerissen hat. Heute Morgen habe ich schon gedacht, die kommt aus den Gummistiefeln gar nicht mehr wieder raus. Aber jetzt hat sie abgelegt. Antje Wendt. Morgens um 6:30 Brötchen mitgeschmiert, ganzen Tag auf dem Campgelände gewesen, wenn die Taxis zu rufen gewesen sind, wenn es mit den Bussen eng gewesen ist. Wer war am Telefon, wer hat das alles gemacht? Maren Korban. Und der Mann, der jetzt kommt, der ist um Jahre gealtert, das kann ich sagen. Der hat also hier am Sonntag noch die Zelte aufgebaut. Er hat alles erdenklich Schwere geschleppt, hin und her getragen. Der hat Briefe geschrieben, der hat Fotos ins Internet eingestellt. Ich glaube, der hat einfach alles gemacht. Und das ist die gute Seele unseres Sportcamps. Er hat wirklich einen besonders dicken Applaus verdient. Bitte begrüßen Sie mit mir den Geschäftsführer vom KSV, Sönke Haders. Und selbstverständlich, der die Idee nach Schleswig getragen hat, das Sportcamp lebt wie kein zweiter von uns allen hier und sich den Allerwertesten bis ganz woanders hin, auf jeden Fall begrüßen wir ganz herzlich Jens Giesemann.